Stell dir folgende Situation vor. Du sitzt in einem Kino, in einem bequemen Sessel. Du schaust auf die Bühne, die Scheinwerfer sind eingeschaltet. Auf der großen Leinwand erscheint irgendein Bild, vielleicht ein Liedtext. Es gibt eine Band auf der Bühne, die Musik erklingt. Die einen Leute stehen auf, singen mit, andere sitzen einfach nur da und hören zu. Was hier aussieht wie ein abwechslungsreiches Programm, ist in Wirklichkeit unglaublich viel mehr. Es ist etwas, das in Kloten Sonntag für Sonntag passiert. Etwas, das Phil jetzt gerade erleben darf in der FEG Kloten. Und zwar, der lebendige Gott spricht mit Menschen. Egal, ob in einer Kirche, in einem Kino oder wie hier, so in einem Gemeindezentrum, wo Gottesdienst gefeiert wird, ist Gott selber aktiv dabei. Der Gottesdienst ist nicht irgendein Monolog, wo irgendwo von der Bühne herab gepredigt wird und die Leute sitzen da und hören zu, sondern Gottesdienst ist eigentlich ein Dialog zwischen den Menschen und Gott. Gott will jeden Sonntag zu dir und zu mir reden. Das soll uns während der Woche mit Vorfreude wecken. Auf den Sonntag, auf die besondere Begegnung, die wir mit Gott haben dürfen. Auch heute möchte Gott mit uns im Gottesdienst reden. Sei es durch die Predigt oder die Lesung, das ist das, was wir jetzt gerade erlebt haben. Wir sitzen nicht einfach da und sind Zuschauer, wie zum Beispiel bei einem Fußballspiel. Bei einem Fußballspiel, da gibt es Tausende von Leuten, die sitzen einfach nur da und schauen zu. Und da passiert manchmal etwas Unangenehmes, denn die Zuschauer, die wüssten ganz genau, wie die Spieler spielen sollten. Sie wüssten ganz genau, was der Schiedsrichter machen sollte. Aber im Gottesdienst seid ihr nicht einfach Zuschauer, sondern ihr seid Teilnehmer, ihr seid die Mannschaft, die selber aktiv ist. Ich spreche darum oft auch nicht von den Gottesdienstbesuchern, denn ihr seid nicht Besucher, ihr seid Teilhaber, ihr seid selber aktiv dabei. Wir sind nicht nur Beobachter in einem Gottesdienst, sondern wir gehören zum Spiel dazu. Wir sind ein Teil von der Mannschaft. Das heißt, dass wir aktiv im Gottesdienst sind. Ich habe es vorhin sehr spannend gefunden, als die Segnung kam, ihr seid automatisch aufgestanden. Das zeigt mir, ihr seid aktiv dabei. Ihr sitzt nicht einfach da und schaut zu, was passiert, sondern ihr seid ein Teil davon. Und genau um das geht es im Gottesdienst. Wir hören aktiv auf Gottes Wort. Wir verstehen, was Gott uns als Mannschaft sagen möchte und wir versuchen, das Gehörte praktisch umzusetzen, sodass wir besser werden als Mannschaft. Wie bei einer Mannschaft wollen wir als Einheit besser werden. Und da braucht es die ganze Gemeinde. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst im Gottesdienst. Vielleicht fühlst du dich manchmal im Gottesdienst eher so, wie der Torhüter. Und du hast den Eindruck, du stehst den ganzen Sonntag einfach nur da. Wenn man so ein Fußballspiel schaut, jedenfalls, wenn eine Mannschaft eher besser ist als die andere, dann könnte man meinen, der Torhüter, der steht den ganzen 90 Minuten einfach nur auf dem Platz rum. Es würde aber niemand auf die Idee kommen, den Torhüter auszuwechseln und den wegzulassen, weil er eine unglaublich wichtige Aufgabe hat, auch wenn er anscheinend nur rumsteht. Er ist der Rückhalt. Er ist der, der Mannschaft Sicherheit gibt. Und vielleicht fühlst du dich manchmal im Gottesdienst genauso. Einfach nur da. Und du fragst dich, was kann ich tun? Dann möchte ich dir zusprechen, du bist vielleicht die Person, die dem Gottesdienst den Rückhalt gibt. Einen unglaublich wichtigen Teil der Mannschaft. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen einer Veranstaltung und einem Gottesdienst. Zwischen einem Programm und einer echten Begegnung mit Gott. Beim Gottesdienst geht es um Kommunikation. Kommunikation mit uns. Gott will zu uns reden. Seid ihr offen dafür?
Ich möchte kurz beten und Gott einladen, dass er heute Morgen zu uns spricht. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Wir sind hier, weil wir dich erkennen wollen, weil wir dich hören wollen. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, dass wir aufnehmen und verstehen, was du zu uns als ganze Gemeinde, als Mannschaft sagen möchtest. Amen. Heute schauen wir uns an, wie Gott spricht. Gott will zu uns als Kirche sprechen. Ich weiß, es ist ein unglaublich großes Thema. Gott spricht, wir hören. Ich möchte das heute auf den Gottesdienst beschränken und darum ganz viele Sachen nicht erwähnen, sondern ich will auf 2 Fragen hauptsächlich eingehen. Und zwar, wo spricht Gott und wie hören wir zu? Vielleicht denkst du jetzt, das ist ganz logisch, aber vielleicht ist es manchmal doch nicht ganz so einfach. Wo spricht denn Gott? Hast du auch schon einmal einen Gottesdienst besucht, wo du Gott nicht erlebt hast? Wo du dich gefragt hast, ob Gott zu allen anderen spricht, aber zu dir nicht? Wo du nichts gehört hast? Bist du auch schon mal im Gottesdienst gesessen und hast dich gefragt, warum spricht Gott zu mir nicht mehr? Wie wäre es, wenn Gott jeden Sonntag zu dir sprechen würde, so dass du es hörst und verstehst? Eigentlich ist das Tatsache. Eigentlich passiert das jeden Sonntag. Denn Gott redet im Gottesdienst durch sein Wort zu uns Menschen. Als ich als Jugendpastor gearbeitet habe in meiner ersten Stelle, da haben sich die Jugendlichen nicht wahnsinnig am Gottesdienst erfreut. Sie sind oft im Gottesdienst gewesen, einfach nur, weil sie wissen wollten, was man am Nachmittag zusammen macht. Es ist schon ein bisschen länger her, da gab es noch keine WhatsApp, wo man kurz schreiben konnte, sondern man musste vor Ort sein, um zu besprechen, was macht man am Nachmittag. Und die Jugendlichen, die sagen, die Predigt ist so langweilig, ich schlafe fast ein. Einer sagte mal, die 1,5 Stunden sind praktisch, ich kann mir 1,5 Stunden vorstellen oder überlegen, was ich nächste Woche alles machen will. Und ich fand das sehr tragisch, dass die Jugendlichen so reagiert haben. Und wir haben dann einen Deal gemacht. Wir haben uns vorgenommen, dass wir im Gottesdienst uns ganz genau konzentrieren, wann wird irgendein Bibelwort vorgelesen, gesungen oder was auch immer. Wir wollten immer das Bibelwort heraushören und uns dann fragen, weil das war ja nicht vom Pastor oder vom Musikteam, sondern von Gott direkt, wir wollten uns dann fragen, was will Gott uns heute durch dieses Bibelwort sagen? Und ich sage euch, es ist etwas Spannendes passiert. Die Jugendlichen, die haben sich auf den Gottesdienst konzentriert. Nicht mehr, ob der Prediger jetzt spannend oder langweilig predigt, sondern wann kommt ein Bibelvers und was will Gott mir sagen? Und das hat eine Veränderung in den Jugendlichen ausgelöst und ich fand das eine unglaublich geniale Sache. Ich höre oft Leute, die sagen, der Gottesdienst hat mich nicht angesprochen. Auch wenn Bibelverse vorgelesen werden. Und ich frage mich dann, bist du offen für das Reden von Gott? Der Gottesdienst ist der wichtigste Termin in der Woche, wage ich mal zu behaupten. Ist er auch dein wichtigster Termin in der Woche? Es ist der Ort, wo Gott zu uns als ganze Gemeinde sprechen will. Ich sage nicht, dass Gott nicht zu dir spricht in deinem Hauskreis, in deiner persönlichen stillen Zeit, aber der Gottesdienst ist der Ort, wo Jesus ganz besonders erwähnt hat, dort will ich zu euch sprechen. Das Wort Gottes ist der Ausgangspunkt von seiner Gegenwart. Wir sehen das eindrücklich beim Reden von Gott im Alten Testament. Wir schauen in das 2. Buch Mose, in den Kapitel 25, Vers 22. Dort will ich dir begegnen. Aus dem Raum zwischen den beiden Cherubim, die auf der Deckplatte der Bundeslade stehen, will ich dir alle Anordnungen mitteilen, die ich den Israeliten geben werde. Dieser Vers steht dort, wo die Bundeslade beschrieben wird. Die Bundeslade ist so eine goldene Truhe, eine heilige Truhe, die Mose nach den genauen Anweisungen von Gott angefertigt hat. Die Deckplatte von der Truhe, die hier erwähnt wird, wurde auch Gnadenthron genannt.
Sie ist ein Symbol für Gottes Gegenwart. Wie wir gehört haben, Gott spricht von dieser Deckplatte zu seinem Volk. Die Cherubim sind Engel, die die Heiligkeit und den Schutz der Gegenwart von Gott darstellen. In der Truhe befinden sich die Gesetztafel, die beiden von Mose, die Gott selber geschrieben hat. Zudem befindet sich in der Truhe auch ein Krug mit Manna, dem Brot, das die Israeliten in der Wüste gesammelt haben, das an Gottes Versorgung erinnern soll. Und als drittes ist in der Truhe der Stab von Aaron, der geblüht hatte bei der Berufung von Aaron. Er soll ein Zeichen dafür sein, dass Gott Berufung schenkt und dass er Leben schenkt. Und genau an diesem besonderen Ort begegnet Gott den Menschen. Sein Wort, das Gesetz, die Gesetzestafeln, die sind in der Truhe. Es ist ein Teil von Gottes Reden. Aber spannend ist, Gott begegnet nicht aus der Truhe, sondern vom Deckel der Truhe, vom Gnadenthron. Dem Gnadenthron, der über dem Gesetz ist. Gottes Reden enthält also Zuspruch und Anspruch, Gnade und Herausforderung. Gott erinnert uns daran, wer wir in seinen Augen sind. Wir sind geliebt, wir sind wertvoll und wir sind fähig, mit ihm zu leben, mit ihm eine Beziehung zu haben, auf ihn zu hören. Aber Gott fordert uns auch heraus, seine Gebote zu halten, Schritte im Vertrauen zu gehen, uns berufen zu lassen und uns verändern zu lassen. Gottes Wort ist deshalb sowohl Gesetz oder eben Anspruch, aber eben auch Ermutigung, Verheißung, Zuspruch. Sie ist eine Einladung, mit ihm zu leben. Sein Zuspruch gibt uns Halt und sein Anspruch zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen, wo wir durchgehen sollen, was wir lassen sollen und so weiter. Wenn Gott redet, dann sagt er manchmal ganz persönlich du. Wir lesen das vor allem im Jesaja, wo es verschiedene Verse gibt. Ich habe 2 ausgesucht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Oder ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber Gott spricht nicht nur zu uns ganz persönlich, sondern er spricht auch zu uns als ganze Gemeinde. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Oder ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Im Gottesdienst spricht Gott nicht zu mir ganz persönlich, sondern Gott sagt im Gottesdienst, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Seine Verheißung, seine Aufträge, seine Korrektur gelten der Gemeinde, nicht nur dem Einzelnen, nicht nur mir persönlich, sondern uns als ganze Gemeinde. Gott möchte zu dir persönlich reden, ja, aber im Gottesdienst ist es sein Ziel, zu uns als Gemeinde, als Gemeinschaft zu sprechen, als Mannschaft, die miteinander unterwegs ist. Das Wir ist eigentlich sozusagen ein Teil von Gottes Wesen. Wir sehen, dass Gott zeigt sich als Gott Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Sie leben in einer engen Beziehung, in einer engen Gemeinschaft. Wir sehen das schon im 1. Kapitel der Bibel, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Er sagt nicht, ich habe jetzt Lust, Menschen zu machen, sondern es zeigt diese Gemeinschaft. Wenn Gott redet, dann sieht er uns alle in dieser göttlichen Gemeinschaft. Das heißt, wenn jemand im Gottesdienst Trost erlebt, dann haben wir alle Anteil an diesem Trost. Paulus versucht, das schwierige Thema zu erklären, indem er uns als Leib vergleicht. Und er sagt, wenn ein Körperteil leidet, dann leidet der ganze Körper. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal erlebt hast, dass du deinen kleinen Zeh angeknallt hast, irgend an einem Stuhl oder an einer Wand oder was. Hast du gemerkt, das geht nicht nur den kleinen Zeh etwas an. Das geht den ganzen Körper etwas an. Der Kopf spürt Schmerz. Der Fuß kann nicht mehr richtig laufen.
Oft denken wir im Gottesdienst, wer bin ich? Wenn es dir schlecht geht, geht es dem ganzen Leib schlecht. Wir sind eine Gemeinschaft, eine Einheit. Und so spricht Gott am Sonntag auch zu uns, nicht als einzelnes Körperteil, sondern als ganzer Körper, als ganzer Leib. Gott begegnete den Menschen im Alten Testament also von diesem Truhendeckel, von diesem Gnadenthron her, von dem Ort, wo sein Wort ist, wo seine Versorgung ist und wo seine Berufung sind. Heute ist der Gottesdienst dieser Ort. Der Ort, wo Gottes Gnade ist, wo seine Gebote gepredigt werden sollen, wo seine Versorgung ist und wo du Berufung erleben kannst. Gottes Gegenwart ist nicht an ein Gefühl gebunden, an ein Gefühl von mir persönlich, ob ich mich jetzt angesprochen fühle, ob ich mich jetzt wohlfühle, sondern Gottes Gegenwart ist an unsere Gemeinde gebunden. Dort, wo wir zusammenkommen, da ist Gott bereits. Gottes Gegenwart ist da, wo wir zusammenkommen, um mit ihm eine Begegnung zu haben. Da, wo 2 oder 3 zusammen sind, da verspricht Gott eine besondere Nähe. Das heißt nicht, dass Gott dir nicht nahe ist, wenn du alleine bist. Aber er verspricht ganz eine besondere Nähe dort, wo wir zusammen sind. Wo Gott redet, da ist er gegenwärtig. Wo sein Wort verkündet wird, da begegnet er uns. Wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, ist das kein menschlicher Event. Egal wie professionell und programmiert das Ganze aussieht. Es ist ein Ort, wo Gott reden will. Ich möchte auch, dass du das dir ein bisschen vorstellst. Stell dir mal vor, du hast so ein Lieblingscafé. Du triffst dich dort regelmäßig mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund. Vielleicht hast du immer denselben Platz irgendwo am Fenster mit einem Blick ins Grüne, wie auf diesem Bild. Aber eigentlich ist der Ort gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist das Gespräch, das du mit deiner Freundin oder deinem Freund hast. Die Gemeinschaft, die ihr zusammen pflegt. Und das ist es, was diesen Ort so besonders macht. Jedes Mal, wenn du in dieses Café gehst, weißt du, dort werdet ihr euch begegnen. Dort werdet ihr Zeit miteinander verbringen. Dort wirst du deiner Freundin oder deinem Freund wieder alles erzählen können, was dich beschäftigt. Darum steht dieser Ort für Nähe, für Vertrautheit und für Beziehung. Und so wie ein Café zu einem Beziehungsort werden kann, sagt Gott, im Gottesdienst will ich euch begegnen. Am Ort der Gnade und der Gemeinschaft will ich mitten unter euch sein. Darum ist es so wichtig, dass wir jeden Sonntag an diesen Ort der Begegnung kommen und auf Gottes Wort hören. Der Gottesdienst wird nicht erst zum Gottesdienst, wenn wir tiefgreifende Anbetungslieder singen. Auch wenn das genial ist und wir das unbedingt pflegen sollten. Aber der Gottesdienst ist Gottesdienst, weil Gott hier spricht. In Johannes Kapitel 1, die Verse 1 und 14 lesen wir, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Was hier mit Wort anfängt, ist eigentlich nichts anderes als Jesus. Jesus ist das Wort. Jesus hat nicht nur auf das Wort von Gott hingewiesen, sondern er selber ist das Wort Gottes in Person. Was Gott in seinem Wort verspricht, erfüllt sich in Jesus. Wenn wir die Bibel also lesen, begegnen wir da nicht nur Buchstaben, sondern wir begegnen Jesus. Durch Jesus haben wir Anteil am himmlischen Gottesdienst. Der Gottesdienst, der im Himmel rund um die Uhr abgehalten wird. Und wenn wir hier zusammenkommen, haben wir einen Bezug zu diesem Gottesdienst.
Und durch Jesus werden die Worte von Gott plötzlich verständlich und erfahrbar. Wir sind in unserer Kirche im Moment daran, mit einem Bibelseminar uns zu beschäftigen. Wir haben 4 Sonntagnachmittage, wo wir uns treffen und eigentlich durch das Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, durchgehen. Und spannend ist, dass wir bei jedem dieser Bibelseminare den Blick auf Jesus machen. Jesus sehen wir im ganzen Alten Testament, bei der Schöpfung, beim Sündenfall, bei der Sintflut. Überall begegnen wir Jesus. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus ist das Wort, das wir hören, in das wir in der Bibel schauen. Oder wie es in Hebräer 1, die Verse 1 und 2 heißt: Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Zur Zeit von Jesus hat er wirklich mit den Menschen gesprochen, aber er tut das auch heute noch. Er möchte heute zu uns sprechen durch sein Wort. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Wie hören wir zu? Kennst du folgende Situation? Wenn ich müde von der Arbeit nach Hause komme, vielleicht noch mit meinen Gedanken irgendwo bin, beim letzten Gespräch, bei der letzten Sitzung, vielleicht bin ich etwas am Lesen und dann kommt eines meiner Kinder zu mir und erzählt mir etwas. Ich höre zwar zu, aber ich habe nicht verstanden, was sie mir sagen wollten. Und dann so die Bemerkung der Kinder: Hörst du mir überhaupt zu? Ja, eigentlich hätte ich zugehört. Oder eine andere Situation. Du kommst zu einem Kollegen oder Kollegin und erzählst ihr irgendetwas aus deinem Leben und die Person fängt gleich an, dir Ratschläge zu geben oder sagt: Ja, genau, das ist mir auch passiert, und erzählt ihre eigene Geschichte. Das sind so Momente, wo ich merke, Zuhören ist gar nicht so einfach. Aufmerksames Zuhören ist manchmal extrem schwierig. Auch wenn ich denke, dass ich eigentlich nichts tun müsste, muss ich trotzdem etwas tun beim Zuhören. Ist das auch am Sonntagmorgen so? Müssen wir auch da vielleicht uns bewusst sein, höre ich wirklich zu? Jesus beendet seine Erzählung oft mit den Worten: Wer Ohren hat, der höre. Was für eine unglaublich blöde Aussage. Jeder Mensch hat 2 Ohren. Und bei den meisten Menschen funktionieren die absolut gut. Aber was Jesus hier sagen möchte, ist nicht: Wer Ohren hat, hat Glück gehabt, er kann verstehen, sondern er will sagen: Bist du wirklich bereit, gut zuzuhören, aufmerksam zuzuhören? Schenkst du dem Wort Gottes deine ganze Aufmerksamkeit? Oder bist du vielleicht mit den Gedanken irgendwo anderswo? Und das kann unglaublich schnell passieren. Wäre jetzt spannend zu sehen, wo seid ihr jetzt mit euren Gedanken? Bei euren Kindern, die euch heute Morgen etwas erzählen wollten und ihr wisst nicht mehr was? Oder seid ihr wirklich da? In der Gemeinde, in der ich als Jugendlicher war, sagte unser Pastor jeweils während der Predigt, wenn er eine wichtige Aussage gemacht hat: Darf ich da mal ein Amen hören? Ich fand das immer sehr komisch und dachte immer: Was will er? Will er Bestätigung oder was will er eigentlich? Aber heute muss ich sagen, ich weiß genau, was er machen wollte. Er wollte uns provozieren, gut zuzuhören. Weil wenn du das hörst und du weißt nicht mehr, was er vorher gesagt hat, dann kannst du gar nicht Amen sagen, weil du weißt ja nicht zu was. Ich habe mal in einem brasilianischen Gottesdienst gepredigt. Das war nicht so wie hier. Ich wurde praktisch nach jedem zweiten Satz unterbrochen, weil irgendjemand Amen oder Halleluja oder irgendwie etwas reingerufen hatte. Es war etwas gewöhnungsbedürftig. Ich war froh, dass ich eine Übersetzung habe und sie vor allem bei ihr reingerufen haben und nicht bei mir. Aber ich habe gedacht, wir Schweizer, wir sollten da irgendwo noch etwas lernen. Wir sind manchmal ein bisschen zu brav, zu ruhig. Wir sollten etwas lockerer werden und auf das, was wir hören, Antwort geben. Wie das Zuhören aussehen kann, wollen wir an der Begebenheit im Alten Testament ein bisschen genauer anschauen. Es war die Zeit nach dem Exil, als Esra
das Volk Israel versammelt hatte. Er öffnete das Buch, das Wort Gottes, und begann dem ganzen Volk vorzulesen. Das ganze Volk erhebte sich, als der Esra angefangen hat vorzulesen. Das finde ich schon sehr spannend. Wie wäre das jetzt, wenn ihr alle während der Predigt aufstehen würdet und die ganze Zeit steht, während ich predige? Einfach so als symbolisches Zeichen, dass ihr zuhört. Das hat das Volk Israel gemacht. Sie wussten, jetzt spricht Gott zu uns. Jetzt wollen wir ganz aufmerksam sein. Dann lesen wir davon, dass die Leviten angefangen haben, das Gelesene zu erklären, damit die Menschen verstehen können. Und das ganze Volk begann zu weinen, als sie realisiert haben, dass sie sich von Gott entfernt haben. Dann forderte Nehemia sie auf, sich zu freuen, und das ganze Volk freute sich. Es war nicht so, dass sich der eine angesprochen hatte oder angesprochen fühlte und aufstand oder weinte, sondern alle reagierten sie auf das Gehörte. Alle wurden sie vom Wort Gottes berührt und sie reagierten darauf. Ich möchte die Sequenz noch genau aus Nehemia 8, die Verse 1 bis 3 und der Vers 8 vorlesen. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des 7. Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das Gehörte verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Finde ich ja schon spannend. Vom frühen Morgen bis Mittag, nicht eine halbe Stunde, nicht 1,5 Stunden, sondern einen ganzen Morgen. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Einige Leviten lasen abschnittweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Habt ihr gemerkt, was ich ganz am Anfang im ersten Satz gelesen habe? Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Ich finde diese Bezeichnung beeindruckend, wie ein Mann. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist doch das wie eine Mannschaft. Ich habe kurz recherchiert, von wo kommt eigentlich das Wort Mannschaft, weil das sagt man ja auch, wenn eine Frauenmannschaft da ist. Man sagt nicht Frauschaft. Und habe festgestellt, dass das daher kam, dass sich früher die Männer versammelten, zum Beispiel für in den Krieg zu ziehen, und man nannte diese versammelten Männer, die mit einem Ziel losgingen, Mannschaft. Und ich fand, eigentlich hätte vielleicht die Bibel Mannschaft geschrieben, wenn es dieses Wort dann schon gegeben hätte. Die Bezeichnung wie ein Mann kommt im Alten Testament noch an weiteren Stellen vor. Es steht immer dafür, für eine Gemeinschaft statt Individualismus, für eine Einheit in einem entscheidenden Moment. Es ist ein Moment, wo Gottes Geist die Menschen besonders verbindet. Ein gemeinsames Hören auf das Wort Gottes und Handeln. Es war bei dieser Begegnung in Nehemia eine innige Verbundenheit. Man könnte es vielleicht so weit treiben, dass man sagen könnte, es war eine Verbundenheit wie in einer Ehe. Sie waren wie ein Mann. Ein Fleisch, ein Mann, könnte man vielleicht versuchen, so zu vergleichen. Und das wünscht sich Gott bei uns im Gottesdienst. Wir kommen zusammen, nicht weil wir alle gleich denken, nicht weil wir alle die gleichen Interessen haben, sondern weil wir alle das Gleiche suchen. Gott. Ein Gottesdienst wird zum Gottesdienst, weil wir gemeinsam als Einheit auf das Reden von Gott hören. Wenn wir uns im Gottesdienst versammeln, geht es nicht darum, was ich bekomme, was mir gefällt, sondern dass wir gemeinsam Gott begegnen können. In der Bibelstelle von Nehemia sehen wir 2 Arten, wie Gott spricht. Das eine ist, das haben wir vor dem Gottesdienst heute erlebt,
durch die Lesung. Gott spricht direkt durch das Wort Gottes, durch die Bibel zu uns. Und das Zweite ist die Predigt. Gott erklärt durch Menschen, was er mit diesem Wort Gottes meint, damit die Menschen verstehen und darauf reagieren können. Beides gehört zusammen. Ich predige nie über irgendein Thema, wo ich nicht mindestens ein Bibelvers zitieren werde, weil es zusammengehört. Gott spricht uns als Einheit an. Er spricht nicht zu Einzelnen von uns und zu anderen nicht, sondern er spricht zur ganzen Gemeinde. Darum ist es so entscheidend, dass wir einen Teil von dieser Einheit sind. Dass wir Gottes Reden direkt vor Ort wahrnehmen können. Paulus sagt darum auch, dass wir die Versammlung nicht versäumen sollen, sondern dass wir anwesend sein sollen, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern sollen. Manchmal tröstet das Wort Gottes, manchmal richtet es auf, manchmal fordert es uns heraus, manchmal möchte Gott uns durch sein Wort verändern, aber immer spricht es zu uns als ganze Gemeinde, als ganze Mannschaft. Aktives Zuhören ist ein wichtiger Teil vom Gottesdienst, ja vom Glaubensleben überhaupt. Wichtig ist, dass wir es hören und aufnehmen. Darum ist entscheidend, wie wir in den Gottesdienst kommen. Komm in den Gottesdienst mit der Haltung, Herr, ich will auf dich hören, aber ich will auch verstehen, was du zu uns sagen möchtest. Und gehe nach Hause mit der Haltung, was du gesagt hast, will ich tun. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 17 lesen wir, durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Wenn wir die Worte aus der Bibel hören, begegnen wir Gott. Er will uns ausrüsten für das, was auf uns zukommt. Ein weiterer Grund, warum es so entscheidend wichtig ist, dass wir am Sonntag in den Gottesdienst kommen. Dass wir ausgerüstet werden für das, was in der nächsten Woche auf uns zukommt. Ich gehe davon aus, alle haben herausfordernde Situationen im Leben. Und im Gottesdienst spricht Gott zu dir, wie du diese Herausforderungen meistern kannst. Das geschieht also Woche für Woche im Gottesdienst. Nicht, weil der Prediger besonders klug ist, gut, das hoffe ich, dass das auch der Fall ist, aber weil Gott durch sein Wort redet. Darum ist es so entscheidend. Es hilft, wenn wir nach dem Gottesdienst zum Beispiel bei einem Kaffee zusammen austauschen, was wir von Gott gehört haben und wie wir das gehörte Wort umsetzen können. Gottes Wort will uns verändern. Lassen wir es zu? Frage dich nach dem Gottesdienst, was habe ich heute von Gott gehört? Und was will ich praktisch umsetzen? Um das Beispiel vom Anfang noch einmal aufzugreifen, jeder Fußballspieler, der hört die Ansprache vom Trainer. Der Trainer spricht eigentlich in der Regel meistens zur ganzen Mannschaft. Und da denkt keiner, das geht mich nichts an. Das ist nicht für mich, sondern er spricht zur ganzen Mannschaft. Aber jeder persönlich versucht, das Gehörte umzusetzen, im Training besser zu werden. Warum? Damit sie als Mannschaft besser werden. Und genau um das geht es im Gottesdienst. Gott spricht zu uns als ganze Mannschaft. Wenn wir im Gottesdienst zuhören, dann sieht das ein bisschen so aus. Gott spricht, durch Jesus verstehen wir, was Gott spricht, und dann tun wir das, was wir gehört haben, gemeinsam. Vielleicht hast du auch schon dich ertappt, dass du im Gottesdienst gedacht hast, das ist gut, dass mein Nachbar jetzt da ist. Der sollte das endlich mal hören. Oder vielleicht bist du schon mal im Gottesdienst gesessen und hast gedacht, heute hat mich gar nichts angesprochen. Dann möchte ich dir sagen, Gott will im Gottesdienst nicht zu deinem Nachbarn oder zu dir sprechen, sondern er will zu uns sprechen. Es geht nicht darum, ob ich mich angesprochen fühle oder sich mein Nachbarn angesprochen fühlt, sondern es geht um uns als ganze Gemeinde. Wir öffnen gemeinsam unser Herz
weil Gott uns als ganzer Leib anspricht. Erst wenn wir gemeinsam gehört haben, können wir auch gemeinsam handeln und antworten. Sei das im Lobpreis, wenn wir Gott als ganze Gemeinde unsere Antwort bringen. Würde sehr komisch stöhnen, wenn wir dann wieder Lieder singen, eine Person aufsteht, singt und die anderen hören zu, denken, das geht mich nichts an. Da reagieren wir auch als ganze Gemeinde und das ist gut so, weil das Gott gefällt. Ich möchte das Gehörte noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Gottesdienst ist kein Event. Es ist ein Dialog zwischen Gott und uns Menschen. Gott spricht durch sein Wort, sei es durch die Lesung oder die Predigt. Er kann aber auch durch ein Lied oder durch eine Zeit der Stille oder durch ein Gebet zu mir ganz persönlich sprechen. Und das wird Auswirkungen auf die ganze Gemeinde haben. Wir hören zu. Wir hören als ganze Gemeinde zu. Mit einem offenen Ohr, mit einem offenen Herzen. Und während wir zuhören, geschieht das Wunder von dieser Verbindung, von dem Leib, von der Gemeinde, die wir sind. Himmel und Erde kommen wie ein bisschen zusammen. Es gibt da eine ganz besondere Gemeinschaft, die wir erleben können. Darum ist das Wissen, dass Gott spricht und das aufmerksame Zuhören im Gottesdienst entscheidend. Denn nur wer hört, kann auch wirklich antworten. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du im Gottesdienst zu uns als Gemeinde sprichst. Ich möchte dir danken, dass für dich niemand zu gering ist, dass du nicht zu ihm sprechen würdest. Und auch wenn wir uns vielleicht manchmal ein bisschen am Rand fühlen, so dürfen wir wissen, dass du auch zu uns sprichst, dass du uns als ganze Einheit siehst. Lass uns als diese Einheit vor dich kommen, auf dein Wort hören und dir Antwort geben. Uns von dir verändern zu lassen. Und wir wollen dir unser Lob und unser Ehr bringen. Amen.